Wem wat worden leeft wil ja God mensen naar de hel schicken. Ik hoop dat wat ik wil zeggen, de boodschap wat ik heb, wat je worden niet negatief nemen, maar je worden positief nemen. Ik hoop je worden niet gestraft vallen, maar ik hoop je worden gemotiveerd spelen. Ik hoop je worden niet ver gaan naar dat, maar ik hoop dat je worden Gott zijn vrede hebben. So, das ist ein bisschen eine unbeschriebene Regel in die Kirchen, wenn will haben, dass die Menschen sollen terugkomen, dass jeder Sonntag wieder terugkommen in die Kirche. So, das ist, red nicht von Politik, nicht von Politiker vertellen, nicht von Geld vertellen und nicht von der Hall vertellen. So, der gute Nachricht ist, so, ich will von dir nicht von Geld vertellen, ich will nicht von Politik vertellen, aber ich will von Hall vertellen. Und das ist probably ein Thema, was nicht so populär ist, was nicht so famous ist, das Thema. Nicht? Ich weiß nicht, wie jeder das, wenn ihr denken an Hall. Ich probiere noch mit zu denken, wo ich abgewaschen, was habe ich den Eindruck von Hall. Und ich weiß, wenn ich abwasche, kleine Kinder wären, dann, wie wir, meine Eltern, die fuhren noch nicht durch die Kirche, wo sie dann Luther deuten. Aber du wirst diese große Gedei, du wirst Wort, aber du wirst nicht viel von verteilt. Du wirst irgendwas, was du sehr schlimm wird, aber du wirst nicht viel von verteilt. Und ich weiß nicht, wo das beginnt, dass ich war, Grote, kann ich mich nicht erinnern, dass die das gesagt haben, aber nochmal einem seine kleinen Buddies, wo einer mit taub wird, die sagen, no, du machst dich das tun, du wirst ein Pierke brennen. Und ich weiß nicht, was die haben, aber du so, wie weit du so wie das hier da, du so, dass, du wir was großes, aber wir wissen, was ich kriege, was das wir. Und im Großen und Ganzen sehe ich, sozusagen ein gutes Ding, was wir als Deutsche haben, als wie im allgemeinen Respekt wie die Bibel. Wir leben, vielleicht kann ich sagen, du noch, vielmal nicht, aber im allgemeinen Respekt wie die Bibel. Und dann brauchen wir nicht ganz die Würde, so ist der einmal gebraucht worden. So ist kriegt Hall, wie weit man wie in der englischen Sprache ankommt, da steht es, oder Kanada, du hier wieder fertig. Hell no. Go to hell. Dat wordt ganz los gebracht, alle ween dort. En zo dat, zei we dat, is van dat gleich een grote bediening af. En du wirst das Monday sehen, was in der Stadt abwassen da, das haben wir ein Kind gewusst, dann seine Mama, ihre Mama, die hat nicht luten von, das wird Hallbrücken. So, die haben dann mit erweicht rumgefangen. Die würden dann bloß einmal sagen, H-E-double Hockey Stick. So, dort wird was dein. Aber ich habe mal nach vielleicht Training von der jüngeren Menschen, die wissen gleich, von was wir reden, aber wenn wir bei der Talmaschine 773 Feier nennen, dann die über Kopf holen, dann schreibt das wird Hall. So, das, was sie dann einmal gebraucht haben. So, ich hoffe, wir können von der ein paar Dinge ein bisschen mehr von Hall verstehen. Und eine von den großen Frauen ist immer weiter, was wir uns Frauen denken, wem was würden läuft, ja Gott Menschen in der Hall schicken. Wir sagen Gottes Leib, dann sagen wir un Christus, dann brennt für immer, wo die was Tieren genarschen sind, wo die warm Kimmel nicht tot geht, das hört sich nicht so läuft. So, ich glaube, von der Tag, wenn wir denken, dann, der böse Feind, der Teufel, die will haben, wir sollen das nicht real nehmen. Wenn die, ich stelle mir so vor, wenn die schaffen das, die wollen Menschen merken, glauben, dass Jeff euch eine Hall, das ist gleich sehr serious. Wenn man dort kann, uns dort beeinflussen, das Hall nicht ist, oder dass das nicht sehr serious ist,
dort wird die Frucht, was dort geben wird, ist, dort wir uns Leben gleich ernst nehmen dürfen, dort wir sinnreich vorgehen dürfen, dort wir gegen Christus sind, dort wir gleich Gottes Volk haben. Wir sind bloß einfach übertrieben, bloß für uns selbst, weil wir leben. Wir wollen bloß dort tun, was uns möglich merken wird. Wir sind gegen den Erlösungsplan, was Gott hat, gleich in dieser Welt. Und dort ist so viele Menschen von der Tag leben dann. Ich glaube, der Feind, der ist weit gekommen, durch mit uns dort fährt mal nach Hall, das ist gleich real, dort ist gleich sehr, sehr serious. Aber Hall ist durch die Bibel zu finden, wenn wir durch die Bibel gehen, dann, durch Hall, was du sie gebraucht. Und eine Person, was der Life-Tool ist, die Person wir, die redet meiste von der Hall. Und das ist Jesus. Jesus, der wir nicht so ein Dollar großen Prediger, wo der Prof Menschen im Himmel nannte grülen, so sei der Hall der Verpredigen deit. Aber wenn Jesus von Hall reden deit, dort wir, ich glaube, durchab, dort wohl geistliche Menschen motivieren, mehr geistlich zu leben. Jesus, der will gleich haben, dass Menschen sollen in der Hall gehen. Wenn die hat mehrmals brückt die verschiedene Vers, aber ein von den Vers, was die brücken, das ist in Matthäus 4, Vers 29. Du so sagst es dort. Wenn die reichtet die verursachte Sinnen, dann riet dort ut und schmiedet weich. Das ist später, wenn du ein Part vom Körper verlässt, als dort den ganzen Körper in der Hall geschmissen wird. Also, Jesus wird wichtig, dass wir nicht in der Hall sind. Er will lieber haben, er möchte das Beispiel, du so, riet dort ut, was du hast. Ich habe uns verstanden, welches Werk, wenn wir hatten, hat uns merkt, Singen, haben das geredet, und dann, wenn wir da nach der Small Group kamen, dann, da habe ich ein Earpatch, und ich habe auch so. Aber anyway, der Falsche ist, Jesus wird wichtig, dass Menschen nicht, dass die nicht nur in den Platz kommen. Dort wird Hall in Matthäus 5, das ist von das griechische Wort Johanna übersetzt. In Johanna, dort hat eine Bedienung von einem eine wörtliche Platz, durch eine südwestliche Ecke von Jerusalem. Und dort wird auch gekannt als das Tool von Ben Hinnom, also dem Weihe, da wird ein bisschen erlebt, und da wird auch gekannt als Ben Hinnom. Und dort wird braucht Jesus durch, als er hier so in Matthäus 4 von Hall reden deit. Und was wir durch euch gehen, wie dort, mehrere 100 Jahre vor Jesus, vor der hier auf Erde kam, dann wird ein weiser König, was der Ahas heißen deit, und die Menschen merken, und er selbst den Aufgärter anbeten, und ein von der Aufgärter, der heißt Molach. So, den wird dus angebet, und zu den Molach, der wird dus ab der spät Ben Hinnom gebüht, der Aufgärter steht, und du werden Kinder, den Menschen ihre Kinder da opfern für den Gott. Und ein von den Schriftstellen, was wir da haben, ist in Jeremia 7, Vers 31, dass die Propheten Klimbetje von dort anschieren, was du angehst. Und sie haben in Ben Hinnom Tool dort Tofet gebüht, die Hugo abversteht in ihre sehnsten Dachte im Vieh verbrannt. Also, haben sie ihre Abversteht gebüht. Und das Wort Tofet, was hier plottet ist, dort meint, so heißt der oft Gott. Und gewöhnlich würde gebüht werden, dass wir eine ganze Gestalt von einem Aufgott. Und gewöhnlich hat er mit einem dicken Bock, und in das Bock, wie ein großes Loch bauen, und du würden sie dann in 4 merken. Und dann würden die Menschen ihre Kinder schmieden und die opfern zu diesem Gott. Das wie ein gruseliges Ding, was da passieren wird, aber Menschen dachten, sie diesen Gott ehren. Und lass hier einmal einen Gedanken, vielleicht wird das auch in der Stadt Abortions, und die wollen nicht ihre Kinder
dann haben sie den Excuse, sie den opfern. Even von der Tag, du so, wenn wir in Jerusalem fahren, du in der Stadt, in den Toll von Ben Hinnom, du sind gleich Gebiete, du sind gleich Businesses. Du Ram ist eine große Stadt, Jerusalem wird der Gebiet von der Tag, aber das wird du so wird nicht Gebiet. Wenn Menschen glauben, dass das ein Fluch ab, der steht, das ist aufgeschnitten von Gott, wenn die Geschichte wird du so hängen wir. Die ganze Valley, die ganze Tool, du so, dass wir dort war du, wenn dort den Hintergrund hat, wo wir auf Gott geirrt, so dort war du so, du warst nicht mehr tun, dort gibt es einen Garbage-Dump, wo Menschen ihre Garbage handführen, wo dort die Tiere waren eingeschleppt, wo zu der Zeit, wenn die Criminals exekutieren, sie waren dort gemerkt, wenn die eine Strafe kriegen, die Menschen waren durch die Hand, so dass wir da eine Oje steht, wo der Schlag direkt und wo das vier durch einmal klären, wo der gleich ausging. Ich stelle mir so vor, das wird Jahren 3 ans Garbage Dump hier so bei Genode fällt. Das stinkt durch, die Tieren und Garbage und das trägt durch. So, dort wir können sagen, dort wird auch gekannt, als das Land von Nehemiah. Das Land von Nehemiah schmacket, das Land von Nehemiah lachen, das Land von Nehemiah Fried, das Land von Nehemiah Frieden, das Land von Nehemiah Fried, das Land von Nehemiah Hupning, das Land von Nehemiah Gelegenheiten. So, wenn Jesus redet von das Wort Heil, du in Matthäus 5, dann redet er nicht bloß irgendwo von einem Gefängnis, ein distra Basement im Himmel, aber dort wir viel euer als dort. Dort wir eine Stadt aufgeschnitten von alles Gute von Gott. So, wir können uns vielleicht fragen, was ist Himmel? Dort ist der Gegenwart von Gott. Was ist Heil? Dort ist, wo Gott nicht ist, wo nicht Gott ist. Dort ist Heil. Dort lohnt von nicht mehr. Wir können uns da vielleicht fragen, wem was existiert Heil? Wem was ist der Hebsner Heil? Ein von den Dingen ist, wem was Heil ist, dort Gott mit Reich den Satan bestrafen wird. Satan ist gleich bloß ein harmless Dude, würde wir sagen. Bloß ein Gespanns, was du so ist, was du ein rote Züt hast, was du eine Vorkafen von Jaseo und Hirna, was du so bloß du ist. Und vielleicht, so wie auf den Cartoons, kann jemand sein, der vorstellt uns ein bisschen was im Uhr. Aber der Satan ist der Herrführer von allen Beisen. Von all den Laster, von all den Missbrauch, von allen Ferch, von allen Video, von all den Schand, heißt der Verstierer, heißt der Unschmierer, heißt der schwarze Engel, heißt der Verklärer, heißt der Versieger, heißt der Schlechter, heißt der Stehler, heißt der Führer von Leines, der stiehlt der Fried weg, der merkt den Glauben dort, der versteht Gesundheit, der versteht unsere finanzielle, der versteht uns wirtschaftliche Dinge, der merkt befriedete Lebensentwürfe, der merkt Kinder dort. Der Satan, der ist ein Herrführer von all das Weise. So, Heil ist du, dass der Feind, der böse Feind, wird seine verdiente Strafe kriegen. In Offenbarung 20, Vers 10 sagt das dort. Und der böse Feind, der an verlehrt wird im Vier in den Schwefel sei, nangeschmierten, wo der Tier und der Elias Prophet wären. Und die worden nach und nach von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält worden.
So, wie kann sein, dass das, das kann ich verstehen, dass man reicht, dass even wenn wir wat aanrechtet zijn, dan wat een straf krijgt, ja, dat is fair dat hij een straf van krijgt. So, dat kan we dus verstaan. Dat nächste part is vielleicht een beetje alle challenging, een beetje alle uitfordering. De Bibel redt van een ding wat er niet popular is, wat er niet mode is van de dag en dat is zin. Wat is zin? Te kort komen. We miss the mark. Dat reicht nicht ganz toe. So, wir treffen nicht das Ziel, was Gott hergestellt hat. Das ist, was Sinn ist. Und von der schon Tag, wenn wir denken an Sinn, dann gleich wie da müssen wir zu kicken nach Gott, der wird dann mit unterwegs kicken, wenn ich hier was tue. Oder Gott wird vielleicht ein klein bisschen mir einen Wink geben, hey, das ist nicht dort tun. Das ist nicht ein Big Deal. Solange sagt man nicht, irgendwas, wem weiter mit dort, was ich tue, dann sehe ich, okay, das ist wie von der nach vielmal denken. Aber ich will Ihnen sagen, also das zweite Ding ist, wem was durch die Hall ist, das ist wegen, das allmählich für Gott, dass er herrlich ist, dass er ganz apart gesagt ist, und dann, dass er nicht gerecht ist. Und gerecht ist, er lässt nicht irgendwas durchgehen, was er arg ist. Also, so, das ist für Gott allmählich herrlich zu sein und nicht gerecht zu sein. So, Hall existiert, um den Feind die Strafe geben, was er sich verdient hat. Und Hall existiert, um mit Reich, dass Gott wegen seiner Gerechtigkeit, dass er dort strafen wird, was er un Christus ist. Was er nicht gecovert ist mit Jesus in Blut. 2. Thessalonicher 1, Vers 8 und 9 sagt es dort. Dann wollen die gestraft worden, die von Gott nicht weiten wollen, und nur das Evangelium vom Herrn Jesus nicht hören wollen. Ihre Strafe ist, ewig verloren zu gehen und von Gott getrennt zu sein, weit weg von Gott seine Herrlichkeit und seine Macht. Das ist Wort von dort zu reden, aber wenn wir nicht wirklich die Reality von Hall sein tun, dann können wir nicht dort bewundern und dort wirklich annehmen, wie groß Gott seine Gnade ist. Also, wenn wir können sein, wie groß Gott seine Gnade ist, dann müssen wir auch dort sein, von was er uns hat rückgeraten. So, wer ist bereit für eine Geschichte? So, ich will eine Geschichte vertellen, was Jesus ein Gleichnis, was er brüten deed. Und ich will das nennen, eine Stamm von der Hall. Nicht eine gute Geschichte. So, Jesus vertelt die Geschichte in Lukas, Kapitel 16, Vers 19 und wieder. Da vertelt Jesus die Geschichte. Ich will hier mal Wort von den Versen lesen von der Geschichte. Der 19. Vers sagt es dort. Du wie ein gewässeriger Mann, der sich mit Purpel und feiner Lindzeit kleiden deit, und alle Tag in Frieden und Höchheit leben deit. So hier so wird es klein zu sein, dem wird beschrieben als ein reicher Mann. Und das sagt du, dem wird gekannt, so eine Kleider aus der anhat. Wenn das wir zu der Zeit, wir das vielleicht ein Arbeiter, ein Handarbeiter, würde man ein Jahr schaffen, dass er sich kann, so eine Kleider kaufen, als das Mann brüten deit. So wie ein reicher Mann, er kann sich so dort kleiden. Der 20. Vers, der sagte, du wirst ein armer Pracher Lazarus voll Schweren, der am Pferde der geleicht wird, und ein verloren hat, die krümelste Erden, die dem reichen Mann vom Dach fallen. Sogar die Hundkeimen legten am die Schweren dran. Also, wir würden vielleicht einmal fallen so viel Krümels drauf, dass die konnte von Erden. Aber du hast noch einfach dann halt vielleicht ein klein bisschen wieder verstehen, der Zeit war du dann fertig
Und es steht dort, die sich ging mit Wutter die Hänge waschen, die wird reservieren, die würden bloß ein bisschen Brot nehmen und sich ihre Hänge reinwaschen und dann die Krümels mit so Weichschaden lassen. Vielleicht sind das die Krümels was das Lazarus wollte so eten. Mir fällt hier eine Geschichte bei, während das deutsche Lied, die hatten einen Tag fast bei Jassen, die hatten fast bei den Hand, zwei Backgästen und so wieder. Und dann sitzt die Mama dort mit einmal ein kleiner Peter, der hat so eine begrenzte Hänge und so eine riesige Hänge. Dann sagte er, na Peter, du warst mal wieder mit dich kneten, dass die in die Hänge rennen wollen. So, vielleicht, wenn die mit Brot hier so die Hänge rennen, nicht? So, übertragen unsere Geschichte, 22. Vers. Ein Tag starb der arme Mann, und wird von den Engeln in Abraham seine Schaut gebracht. Der reiche Mann starb auch und wird begraben. Und als er in der Hall in seine Qual abkickt, sagte Abraham dort weit auf mit Lazarus ab der Schaut. Dann ruft er, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Und schick Lazarus, dass er sich die Fingerspitze im Wutter drückt und mir die Tongue hält, weil es war in diese Flamme gequält. Dann die nächsten paar Verse, die reden wird von großen Aufgrund, dass er erst, dass er nicht ever zu kommen. Dann der 27. Vers, du kriegst das Reklamon nach Mitleid. Du sagst, dann sagt er, Vater, dann prache ich dir, dass du am meine Vater sein Haus schickst, weil ich habe nach 5 Brüder, dass er an das feststellt, dass sie nicht auch in diesen Ort in der Qualen ankommen. Das ist eine Geschichte, die vertelt Jesus. Da wir nicht saß, wer die Geschichte vertellen wird. Jesus vertelt diese Geschichte von der Hall. So, ich glaube, das sind 4 Dinge, was wir durchkennen wird sein von dieser Geschichte. Eins ist, der reiche Mann, der wir ganz bei Besinnung. Nur sein Tod, wo wir bei voller Besinnung. Er kann denken, er kann weiter sperren, er hat Regrets, er hat die Dinge beschuldigt. Zweitens, der reiche Mann seine Ewigkeit, die wir durch gesagt. Nur sein Tod ging durch irgendwas zu ändern, das wir festgestellt. Drittens, der reiche Mann, der wisst, dass was er durchleiden hat, dass wir gerecht, dass wir fair. Wenn was weit wir dort, wenn er jammeriert, wenn seine Weide, er jammeriert keinmal nicht, dass das unfair wird, dass er tut wir. Das 4. Ding ist, die kriegt durch Erbarmen, die will nicht haben, die wisst, wo schrecklich das wir, die hat ein Mitleid mit seinen Brüdern und er wird gleich das Lazarus schicken, seine Brüder, die noch leben, dass die nicht würden in die Stadt kommen. So, hier so, Jesus, der uns hier eine Realität feststellen von dort. Und wenn wir nach weiter 3 gehen, die bei sein Ziel von der Tag ist, uns mehr an denken, du hast gleich eine Hall, dass das wenigstens nicht so serious ist. So, was ist die Frucht von dort, wenn er kann Menschen convincen, dort zu tun, dass du nicht eine Hall ist, oder dass das nicht serious ist. So, ich ihr schon seht, dann kann ich leben, so ich will. Die sind reich vor dem, was ich da nicht Jesus annehmen, keine Fähigkeiten für Gott, bloß self-centered sind, ridiculously self-centered, bloß für uns selbst, für uns einige Möglichkeit leben. Jesus sein Opfer zuschieben, nicht verfolgt worden, wenn wir uns glauben, diese Welt leben. Und ich glaube, wenn wir noch einmal checken, dass wir dort als die Feind haben, dort könnte man durchbringen, dass viele Menschen dort nicht ernst nehmen dann. So, wenn Jesus von der Hölle reden wird, dass wir nicht, dass er will schlechte Menschen im Himmel grüßen, aber dass wir zum Gläubigen motivieren, mehr so zu leben, als Gläubige tun.
So viele Menschen sagen von der, dass es hier gleich reicht, dass gute Menschen in der Hölle gehen. Und even viele von uns Christen, wir wundern immer nach, wir lernen von, wo leiftolig Gott ist, dass es hier nicht möglich, dass er kann irgendwas in der Hölle schicken. Und ich glaube, wir müssen und denken, wenn Gott herrlich ist, ist er auch gerecht. He is a just God, so dann muss du was mit all das Unrechte tun, was du so ist. So, ich würde gleich noch einmal zu sagen, wir sagen einmal, it's not fair, good people go to hell. Also, wir würden sagen, na, das ist nicht fair. Aber ich würde Ihnen gleich noch weiter zu sagen, dass wir sind gleich gut. So ist in meiner letzten Botschaft, steht sie 3 sagt, keiner ist gut. Wir haben alle den Markt gemisst. In Römer 3, Vers 3 finde ich der Vers, der bestätigt dort einmal weiter, der sagt, du hast keinen Unterschied. Alle Menschen haben gesinnig und kämpft daran zu kort, was wir bei Gott sein sollen. Also du hast kein Unterschied. Jeder einer kämpft zu kort. So, einige von Ihnen sagen vielleicht, na, ich sehe gut, ich kann gut Tod. Ich weiß nicht, wollen wir mal ein kleines Game spielen? Hilf mal die Hand ab, wenn du etwas gestohlen hast. Irgendwas genommen, was nicht dient ist. So, der wird nicht haben, kickt der bloß mal ein bisschen an und sagt, liar, liar, pants on fire, hanging from the telephone wire. So, heb die Hand ab, wenn du irgendwo gelernt hast. So, okay. Wenn du lastvoll gekickt hast, braucht nicht hängen abheben, wenn dann fange ich ihn vielleicht an zu streiten mit ihrem Partner. Das kann ja am Weich treten. So, wir sagen dort, so, wenn du gestohlen hast, du hast gelernt, du hast lastvoll gekickt, Jesus sagt, das Sinn, dann wird es Reu Comfort sein, dass du ein anderer verstohlener Lehner bist. Das hier sich mit euch, dass wenn wir gestohlen haben, gelernt haben, lastvoll gekickt, we missed the mark. Wir sind zu kort gekommen. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist nicht bloß herrlich, er ist nicht bloß gerecht, aber Gott ist Liebe. Und dort ist sein Charakter. Gott sein Charakter ist Liebe. Und wir können dort durch die Bibel alle empfangen. Gott sein Charakter, der ist Liebe. Und ich will mal einen Vers lesen, die 3,4 Vers 8 und 9, wo du sagst, aber Gott weiß an seine Liebe daran, dass Christus von starb, als wir noch Sünder wären. Wofür mehr dann, nur dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott sein Euer verschont blieben. Also, Jesus lebt dann so sehr. Jo, er ist gerecht, er hat seine Strafen. Aber über alles ist Gott seine Liebe. Der ist durch, das ist sein Charakter, er gleich zu leben. Und das Vers, der sagt hier so, wenn wir irgendwas von ihm wollen, als wir nach weit oft das Mark missen leiden, dann starb er für uns. Dann will er uns raten, dass dort wird gleichgestellt werden, dass wir den Markt nicht missen leiden. Nicht? Jesus sein Tod am Kreuz, der betont den Preis für unseren Sinn. Und dort der Gott sein Gerechtsein zufriedenstellen. Dort der Gott sein Justice zufriedenstellen, wenn Jesus so starb. Und dort weiß seine wunderbare Gnade, dass Jesus so starb, all als wir noch nicht verarmt werden. Und damit, dass er dort betonen leid, dass er so dort tragstellen leid, durch Jesus, dort ist wunderbare Gnade. Dort ist eine Leib, was der Weg hat, überzugehen.
Jesus, der kam gleich für die Gerechte. Jesus, er kam für die Sünder. Und dort ist für die, was legen da, was stehlen da, was immer verdienen für mich. Jesus kam für uns. Sein Ziel ist gleich, dass wir sollen für, dass er uns will strufen, dass er uns will irgendwo anzeigen. Sein Ziel ist, er will uns raten. Er hat uns geläuft. Noch ein Vers, Petrus redet davon. In 2. Petrus 3, Vers 9, da sagt es, der Herr verstreicht sein Versprechen, der Herr verträgt sein Versprechen nicht zu lang, so als allgemein. Er hat bloß Geduld mit jünd, weil er will, dass alle Mann sich abmerken soll und dass keiner verloren wird. Also von der ersten Tag, wir sagen, was kommt Jesus nicht mal weiter drei? Petrus schrift hier so, der kommt da wenig drei, wenn sein Charakter ist Leben. Er will haben, dass keiner soll verloren gehen. Da werden Leute noch, dass mit drei kommen, wenn er will haben, jeder einer soll Gott finden. Gott ist ein leibtuliger Gott. Gott schickt keinem nicht nach der Hall. Der hat den Priester so betont. Für all die, was dort annehmen, dann, dass der Weg weit up. Und dort ist sein Charakter. Er will uns von dort, wo wir zu kort kommen, er hat seinen Sohn Jesus Christus dahingestellt, dass wir können gerecht sein, dass wir können ewiges Leben haben. Der böse Feind, der kommt zum Stehlen, der kommt zum Todmerken, der kommt zum Verstieren. Jesus kam zum Leben geben, zum ewiges Leben mit ihm. So, ich will haben von dir, wenn wir denken daran, oder wenn ich denke an mich, ich habe mehrmals die lautere Zeit der Jahren an die Ewigkeit gedacht. So, wenn wir denken an die Ewigkeit und dort, was hinter uns dort ist, vielleicht hast du dort, was wir mehr an denken, wenn er 50 ist, oder wenn du Freund sterben, dann fängt er an zu denken, wo wird das sein? Aber ich glaube, wenn wir an dort denken, was du so hinkommt, an der Ewigkeit denken, dann wird ein Unterschied merken, wo wir von der ersten Tag leben. So, ich würde leichen, dass die würden Jesus kennenlernen, nicht bloß zum nicht in der Hall gehen, aber zum ewiges Leben mit ihm haben, sein sehr gut sein zu erfahren, seine wunderbare Genug zu erfahren und seine Leben zu beleben, was er hat. So, weil wir wieder zelebrieren, was Jesus hat für uns getan, wo er sich für uns abfreundet. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Diestenis en Angst en Armut. Wenn du einen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen best wohl lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Tag nein, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.